Call of Duty Black Ops 2. Ja Leute, ihr habt richtig gehört und auch richtig gesehen, es ist ein Ego-Shooter und zwar überhaupt das erste Ego-Shooter-Spiel, das ich Let's Playen würde. Ich gebe zwar zu, ich habe bisher noch nicht so viel Erfahrung mit Ego-Shooter. Die liegen bei mir schon etwa 10 Jahre zurück, wo ich noch aktiv gezockt habe, sag ich jetzt mal. Also aktiv mit wöchentlich, fast schon täglich und so. Damals noch mit dem guten alten James Bond 007 GoldenEye auf dem Nintendo 64. Ja, das war noch Zeit, nee. Doch genug davon, kommen wir erstmal dazu, wie wir das Ganze bewerten sollen, beziehungsweise wie ihr dazu abstimmen solltet, könnt, wollt, müsst, wie auch immer. Falls ihr denn wollt, dass ich dieses Spiel Let's Playe oder eben auch nicht. Ich fürchte zwar, ich wiederhole mich für die meisten von euch, aber auch für diejenigen, die halt die anderen Trailer noch nicht gesehen haben, daher nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, erkläre ich es gerne noch einmal. Das Ganze funktioniert wie folgt. Und zwar gibt es insgesamt 5 Spiele, 5 Trailer davon. Für die Launch-Spiele halt für die Wii U, weil ich interessiere mich eigentlich für alle 5 Spiele, aber ihr sollt entscheiden, welche maximal 3 Spiele ich zum Launch-Termin, und das wäre der 30. November, ich Let's Playen soll. Das Ganze funktioniert wie folgendermaßen. Ihr habt die Möglichkeit, mir auf dieses Video hier 2 Punkte zu geben, die dafür sprechen oder eben dagegen sprechen. Das Ganze funktioniert genauso, indem ihr halt, wenn ihr sagt, ihr wollt, dass ich jetzt Let's Playe, dann gebt ihr einen Daumen nach oben im Video und schreibt auch einen Kommentar. Das wären dann 2 Punkte. Nur Bewertung oder nur Kommentar geben halt jeweils nur 1 Punkt. Im Gegenzug halt, wenn ihr nicht wollt, dass ich jetzt Let's Playe, dann gebt ihr diesem Video halt ganz einfach einen Daumen nach unten und schreibt auch einen Kommentar. Diesbezüglich auch hier wiederum sind es 2 Punkte maximal. Für Bewertung, für Kommentar jeweils 1 Punkt. Ja, gut, soviel dazu zum ganzen System, wie das Ganze ablaufen sollte. Ihr habt Zeit bis und mit dem 27. November, weil spätestens am 28. November muss das Ganze auswerten, sprich Pro und Contra zusammenzählen, dann halt die Contra-Stimmen von den Pro-Stimmen abzählen und das Ganze dann auch noch mit anderen Trailern vergleichen, damit ich dann schon auch bereits am 28. November die 2 bzw. 3 Spiele, je nach Anzahl Wertung halt, noch online bestellen kann, damit wir dann auch schon am 30. November loszocken können. Und jetzt zum Schluss natürlich auch noch die obligatorische Trailer-Analyse, das heißt, wir zocken das Ganze oder beziehungsweise lassen wir das Ganze noch einmal abspielen. Ja gut, also bisher nichts Besonderes, typisches Kriegsspiel und so. Tolle Grafik wieder mal, muss ich ganz einfach sagen, aber gut, eine neue Wii U-Konsole, die auch HD-fähig ist und so, war das eigentlich zu erwarten. Musik finde ich bisher auch sehr episch, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Oh, Insekten auch noch, also sprich halt so Verwandten, auch nicht übel. Und wie es aussieht, zocken wir auch auf verschiedenen Positionen, verschiedenen Locations. Auch sehr cool. Ich weiß auch gar nicht übel. New Level kompletten Gaming, hat er gar nicht richtig gelesen, egal. Ein Absolute Blast, das glaube ich gerne. Sieht auch sehr eindrucksvoll aus, die ganze Umgebung, wie sie zerstört wird. Und auch noch die netten Cutscenes. Also denke mal, das Spiel hat durchaus seinen Platz in unserer, sag ich jetzt mal, Auswahl von 5 Spielen verdient. Call of Duty Black Ops 2, denke ich mal, ein würdiges Spiel, um es zumindest mal zur Auswahl zu stellen. Ob es dann auch Let's Played wird oder nicht, das hängt ja von euch, habe ich auch schon bereits erwähnt. Aber ich bin da gar nicht mal so abgeneigt. Ganz ehrlich, auch wenn halt, wie auch schon erwähnt, meine Ego-Shooter-Zeit oder aktive Ego-Shooter-Zeit schon ein bisschen zurückliegt, aber trotzdem, denke ich mal, so ein kleines Ego-Shooter-Spiel ab und zu, und jetzt mal mit Call of Duty Black Ops 2, das, denke ich mal, liegt garantiert drin. Also bin ich schon mal sehr gespannt, wie das Spiel bei euch ankommen wird. Wie das Spiel bei euch ankommt, ob ihr auch dafür seid oder halt dagegen seid. Und je nachdem sehen wir uns dann halt bei Call of Duty Black Ops 2 bereits in circa einer Woche wieder. Und ansonsten noch viel Spaß mit meinen anderen Projekten und natürlich auch mit den morgigen Trailern. Moment mal, stimmt gar nicht, mit den Trailern am Sonntag. Genau, ich nehme jetzt das am Samstag auf, also Sonntag. Das dürfte am Nachmittag kommen, das heißt, der andere Trailer zu ZombiU, der kommt noch Sonntagabend. Und am Montag natürlich geht es wieder weiter, ganz regulär mit den Hauptprojekten. Und dann am
28. November werde ich euch noch informieren, wie das Ganze aussieht mit dem Uploadplan und so, wie es dann ab dem 30. November mit den Wii U-Spielen losgehen dürfte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Abstimmen, Kommentieren etc. etc. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!